Nach einer extrem langer Sommerpause sind wir endlich nicht da. Wir wissen, die den Ball nicht mehr ausgehalten. Mir auch nicht mehr. Aber dafür sind wir mit einem besonders interessanten Gast nicht da, nämlich mit dem Chris Steichen. Hier nur da ist seine Erfahrungen auf 5 Jahre Selbstständigkeit erzählt. Und den Tom hat eine neue Kategorie mit an den Podcast gebracht, nämlich Göllen Dilemma. Da sind wir zum Beispiel gewogen, ob wir als Freundinnen für 1 Million Euro eine Nacht am Busch aussetzen. Viel Spaß beim Podcast. PS, den 18. Dezember ist als nächstes Quiz-Night. Von der Welt könnt ihr euch auf www.göllefroh.com ummelden. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Alright. Channel wohl was von Misfitted. Von Misfitted? Ja. Vielleicht bei Misfitted un. Okay. Misfitted ass am Fong, fir kurz resümieren, hunn ich angefangen, wie ich einen normalen Job hat. Ich hatte am Fong immer so ein bisschen schon das anmal, dass ich so Entrepreneur wollte, mich weiß aber nie richtig schwarz. Und ich war früher und ich ganz viel war schon in der Autoszene aktiv. Das Auto getuned, Dave gelöst, die ganzen Dinge so. Leitling, Tankstelle, Squad, die ganzen Dinge so war schon mit dabei. Und an der Zeit in Amerika, wo mega viele Leute angefangen, so, wenn sie irgendwie einen coolen Auto hatten, haben sie das eben dokumentiert. Und dann haben sie irgendwann konnten sie so viel Aufmerksamkeit immer, dass sie gesagt haben, ich mal ein Brand draus, mein T-Shirt, ein Pullover etc. Und ich dachte, okay, also, es gibt heute letzte Zeit, ich probiere es doch mal ein Kerl. Und das war ein bisschen so das Echt, wo ich von gedacht habe, so, okay, das kennt vielleicht mehr gehen, wie just einfach ein Sticker verkaufen. Ich habe mit Sticker angefangen. Welches Auto hast du? Und es war ein MX-5, immer so ein MX-5, so Okay. in Aalen. Cool ausgesehen. Ja, war schon cool, ja. Schenken Sie ein Foto, da bleibt Ja, der Leute. ja, okay. Das war auch auf der International Motor Show und alles. Also, es war schon viel, mit meinem Papa und viel ganz viel drunter geschafft gehabt. Die haben schon wirklich ein bisschen extra ausgesehen, für ein bisschen etwas Cooles. Aber ganz kurz, welchen Job hast du während der Zeit? Schon am Marketing geschafft. Schon Okay. an einer größeren Firma heute letzte Woche schon am Marketing geschafft. Okay. Das heißt, du hast schon ein bisschen so die Feeling gehabt, so, okay, was kannst du beim Marketing machen? Ich war am Anfang spezialisiert auf alles, was Social Media ist. Und dann habe ich eben mein Social Media selber mal aufgebaut. Und ich habe von früher schon immer ganz viele Fotos gemacht, Videos gemacht und das hat dann eben geholfen, für das Ganze zu lancieren. Aber wie hast du gemerkt, dass es keine Apps gibt? Also, dass es mehr ist wie just Sticker verkaufen? War direkt so der Monte. Ich hatte ganz am Anfang hatte ich einen so einen Moment, wo ich effektiv mit den Stickern dann, ich hatte da 50 gemacht, das für die Zeit haben wir als Collision Hidalgo Shiny haben wir es genannt. Ich dachte, es wäre witzig, einen Sticker zu machen, wo Shiny draufsteht. Ich dachte, ich müsste einfach 50 und dann müsste Facebook posten und dann guckst du, was rausgeht. Und die waren dann an einem Tag ausverkauft. Und ich dachte, okay, das geht 5 Euro für so einen Sticker, weißt du, du hast vielleicht etwas zu machen, weißt du. Und dann hat sich das Ganze immer mehr verschiedene Sticker gemacht und ich habe angefangen, Pullover zu machen. Weißt du, immer so, ich hatte eben kein Budget, jetzt habe ich schon 50 Sticker verkauft und dann hast du 250 Euro für die Pullover zu bestellen. Und das eben, das ist ein Schneeball gehen, sozusagen, dass wir ein bisschen mehr groß gehen. Was war dann da drauf, Paul? Gelebt? Was war auf den Stickern? Also, das Viel so Quotes, emotional stuff, weißt du, was Autos Leute eben auf ihre Sticker haben, weißt du, das sind so zu einer Crew gehören oder so. Okay. Und schon von immer war nur also immer mir das Logo gewirrscht und den Hintergrund wird dann eben geändert. Ich war direkt aber Brand Misfitted. Mir wird direkt, das war direkt die Nummer, weil ich wollte eben am Anfang gesagt, okay, müsste das letzte Woche ist oder willst du vielleicht irgendwann, dass es ein bisschen international geht. Und ich habe es Englisches Gesicht. Und mir wird heißt eben, das Wort heißt, dass der anders Platz, und ich habe mich in der Zeit immer ein bisschen anders wie die anderen gespielt. Und durch den Stadt kann ich einen Podcast hören. Witzigerweise das Wort nicht gescheit, du kein passen. Und ich habe ausgeschrieben, geguckt, ob es irgendwie halt so an Europa schon irgendwie eine .eu oder .lu Apps hat. Und ich fand, und ich okay, let's go. Und ich habe mich doch getrademarkt, auf 5 Jahre lang. Ja. Okay. Ja, ganz europaweit. Wie alt warst du damals? 22, 23, Mensch. Und dann direkt ein Trademark, also durch, ja. Ja, ich habe gedacht, okay, ich muss das vielleicht sicher machen. Du weißt ja nie, was du alles könnt, weil du ja irgendwie neu gesehen hast, wir wollen genau das machen. Dann hast du kleine letzte Woche, du kriegst immer einen Fettstoff. Das wollte ich ein bisschen evitieren. Und das ist nicht riesig, da ich meine, 750 Euro oder so ist dafür bezahlt. Du bezahlst so pro Kategorie sozusagen. Also pro Kleider, seine Kategorie, Stickerin, seine Kategorie. Das ist, was war denn Hauptprodukt Kleider? Kleider, ja, nur aus Kleider gehen. Von Anfang an Stickerin und dann haben wir eben noch angefangen, Merch sozusagen zu machen. Aber weil schon immer ein bisschen so Designs und Quotes und so und immer relativ gerne gehabt und ich habe eben auch Pullover gemacht. Aber ich habe in der Zeit relativ gut gemacht und das war immer alles limitiert. Ich habe schon dann Jobs gemacht und halt war 40 Pullover von sofort, sie sofort. Ja. Aber weil ich dann immer nicht mehr limitiert hat, hat sich das rundherum geschwatzt so, und die waren Leute so, von Stunde zu ja sehen, krieg ich nicht. Ja, ja. Und dann das heißt, also wirklich schon innerhalb von einer Stunde, einer halben Stunde, habe ich die ganze Kollektion ausverkauft gehabt. Und du hast du neben, das war dann die zweite
die zweite Kehr, wo ich mal gesagt okay, das kann vielleicht ein bisschen mehr gehen. Aber das war voll am Covid, wo die Leute eben noch Geld zu fragen sind. Also nicht Geld zu fragen, sondern einfach so wissen, was Matthias so anfangen kann. Aber wie waren die? Waren das Lützebäuer? Oder waren das doch? Am Anfang Lützebäuer. Und weil mein private Social Media, wo ich eben den Auto da eben dokumentiert habe, hat sich eben nicht auf Lützeburg limitiert, weil auch Leute in Amerika den Auto cool fanden oder selbst. Das war am Anfang Lützeburg und dann war es ein bisschen so Frankreich, Deutschland, wir haben aber auch schon auch das bis Japan geschickt, verschiedene Sachen, Amerika, Australien, hat alles. Also das sind dann eben Leute durch den Instagram und eben Brand, also du mich entdeckt, du nimmst das Brand entdeckt, du nimmst das cool fand und du nimmst das unterstützt. Aber wie groß ist es gehen? Auf welchen Sinn? Was war also der Peak? Was war denn Ich konnte mich eine Selbstständigkeit machen. Das heißt, schon eine hohe Stufe eben so gelebt. ist das wirklich Recurring Revenue? Ja. Da ist mit der Kollektion, wo ich rausbringe, das ist mal ein bisschen mehr schwer, dass mir das aufgefallen. Wenn du so kleine Jobs mit, wo du siehst, halt, das limitiert auf so viel Stecker, hast du dann im Moment, wo viel so kommen, dann kann ich gar nicht mehr. Das sieht, weil du noch immer so viel ein bisschen Hype zu kreieren, sozusagen. Ich gesagt, okay, ich muss vielleicht mehr Kollektionen oder normale Kollektionen rausbringen, wo die Leute immer können kaufen. Ja. Aber dass du eben die Recurring Weg stark kommt, dass du siehst, halt schon auch nur das und das, was du kennst. Und dann ist das eben gut. Ne? Weil am Anfang den Kleider-Business ist ja so einerseits über einfach, aber einerseits über schwer, weil es viel Konkurrenz gibt. Das zum Beispiel, das irgendwie, das echt, was Junker abmachen. Ja, das war einfach am Anfang. Ja, und das ist eben do also nach mir schwer, weil der Konsumateur ist auch ein anderer gehen. Du musst wissen, wenn du ein Kleidermarkt kaufst, ist das, weil du dich da identifizierst. Und das oft halt Leute vergessen. Du musst irgendwie, wenn die Leute irgendwie ein Brand kaufen, fanden sie das gut. Das ist die Message, wo die Firma oder selbst für sich geht, muss man der Person sich identifizieren, sozusagen. Sonst kaufen sie das nicht. Weil Designs, jeder hat schon alles gesehen, etc. Das heißt, zum Beispiel Representative oder die macht keinen von George Heaton. Die Designs sind ja nicht, dass die wirklich auf der Masse stehen. Mit das, was haben durchsticht, was Leute feiern. Ja. Aber hast du das noch schon persönlich gewiesen? Oder war das alles? Ganz am Anfang, wo ich noch ganz scheu erklären war, nicht. Du hast immer nur mit dem Auto. Und dann habe ich nur angefangen, viele Videos von mir selber zu machen, wie ich angegangen bin, die Pack zu verpacken, etc. Und das hat angefangen, wirklich gut hinzukommen. Und dann sagte ich, okay, das ist wirklich cool. Und dann habe ich angefangen, wirklich alles dokumentiert, was ich irgendwie fand, weil ich nicht am Anfang nur der Arbeit gemacht habe, das ist noch ein Video gemacht, das gepostet auf TikTok, die Zeit, dass auch TikTok rauskommt. Und das wird dann eben so, dass eben meine Orders bräuchte. Ich habe das auch wirklich gesehen, wenn ich irgendwie ein Video gepostet habe, und da sind wirklich Orders, die noch kommen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das eben mehr machen. Logo, das müsst ihr nicht mehr, oder? Nein. Das ist auch geil. Das ja, schon abgehalten, weil, wie ich eben das ganz gemacht habe mit dem Dokumentär, wo wir gerade geschaut haben, als mir sieht eben immer mehr groß gehen und dann sind andere Firmen auf mich aufmerksam gehen, weil ich das für meine eigene Firma gemacht habe. Nun sitzen so und sie auf mich zurück und so sagen, mega cool, was du willst, kannst du das nicht auch für uns machen. Und dann habe ich ungefähr ein Jahr lang, ich probiert, ein bisschen für die zwei zu machen, ein bisschen hier, ein bisschen da. Mir ist schon irgendwie dünn aus dem aufgefallen, dass ich nicht richtig gemacht habe. Schon ein bisschen, du kannst die Zeit nicht an 50 abzählen. Ja. Und dann habe ich einfach ein bisschen eben die Idee schon treffen, okay, ich mache etwas weiter, an etwas muss ich fallen lassen. Ja. Derzeit habe ich schon angefangen, mit dem Social Media für Klienten einfach mehr zu verdienen. Das heißt, dann habe ich gedacht, okay, schon lange genug, man muss das probiert, für ein bisschen mehr über das nächste Niveau zu bringen. Ich gehe dann dorthin, dann passe ich mich eben an und ich mache meine Social Media Agency weiter sozusagen. War das einfach schwer, weil klingt so mega über die Jahre. Das ist Baby. Genau. Das ist nicht 6 Jahre lang aufgebaut. Genau. Und das auch Haut, wenn ich noch Leute gesehen habe, mir ist fit und das und das. Das hat schon irgendwie ein bisschen etabliert gehabt. Natürlich, das ist kein einfacher Schwur. Aber das musst du eben nur viel gucken. Das muss ich ein bisschen detachieren von den Sachen. Siehst du, wo will ich hin? Das bringt mich mehr dahin, wo ich hin will. Wo willst du hin? Einfach weiter. Ich habe mir Seite bestimmt nie weiter gesehen. Weil ich einfach schon die Kollektionen durchgehe. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich bin aber kein, wo Stunden du sitzt für irgendwie ein Design von dir. Was hat am Anfang am meisten Zeit geholt? Am meisten Zeit geholt? Ich denke, schon eine Zeit schon ich Sachen noch selber geprägt. Für einfach meine Marge können an Luft zu setzen. Schon am ganz am Anfang konnte ich mal einem Externe geschafft, um eben alles fertig zu machen. Ja. Und dann habe ich gedacht, guckst du mal, was die Maschine kostet, was kostet Print, wo du dort bist, etc. Und dann habe ich ganz herausgefunden, dass das eine gute Karte billig ist, das zählt eben just mehr Zeit. Und das war halt während der Corona-Zeit, wo du dann ein bisschen mehr Zeit hast. Ja. Ich habe den Laptop hier gemacht, ganz geschafft und dann halt Pulver bedruckt sozusagen. Und ich meine, das hat relativ viel Zeit geholt. Wenn du da wirklich scheinst, dass du heimkommst, nur da arbeitest, dann hast du noch 5-6 Orders zu machen. Du gehst noch hoch an die Kalle, bei der Zeit war schon wegen Alter und Kalle und dann stehe ich nach T-Shirt geprintet und dann darauf habe ich noch Post sozusagen.
Das Tisch ist alles allein gemacht. Ja. Ich bin nie, also bei mir sind ich nie auf den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich brauche unbedingt eine Person, wo man hilft, du schon immer alles selber gemacht. Ich bin über Fiverr und mal Designers und so geschafft. Die waren in Indien, die waren nicht rein. Also. Mir das ist einfach interessant vor, weil du bei Clear Sky zum Beispiel schaffst du da mal irgendwas so zu summen. Ja, und Philipp, ja. Und Philipp, ernster, schön Trick. aber mir sind es allein geschafft. Ja. Und wer so das, so den Hauptunterschied zwischen den zwei, allein ein Business zu starten und eben mit einem zu zoomen. Bei zwei, du kannst, das ist dann einfach immer so, wenn du willst schnell kommen, bist du allein. Und wenn du willst wie weit kommen, musst du zu pur sein. Und man Philipp hat den Bekannten gelernt, wo ich noch meinen normalen Job hatte. Und die haben mir immer gesagt, so, hey, die Nacht, wo ich mich selbstständig mache, machen wir auch zusammen eine Firma auf. Das ist dann, wie ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich meine Firma aufgemacht, an dem wir Philipp zusammen. Cool. Das ist, da sind wir also hin, als sowieso alles, was mediotechnisch oder das sehen, da kann ich machen. Das für mich wäre gut wieder. Ja, das war definitiv. Ja. Die stehen nur die Besing-Expertise und eine Menge-Expertise und da haben wir das eben zusammengesetzt. Das ist, was das den Plus-Value, die du am Anfang rausbringst? Für Clearsky, das ist dann. Mir am Anfang kommen von ganz viel, wie gesagt, der Film war immens gut an der ganzen Meteo-Geschichte. Wir fehlen noch externe Klienten sich zu gehen, wo auch eben so das finanziell draufbringen. Das ist so nicht sehr stark sozusagen. Und das war eben die Zeit, wo ich mich viel mit so Sachen als nie gesagt. Und dann haben wir gesagt, hey, wir haben wirklich ein Produkt, das heißt Meteobulet, ein Produkt, das mega gut funktioniert. Wir müssen das logisch und Leute bringen sozusagen. Ja. Wir hatten eben mega viel, also wir noch heute noch mega viel abgegriffen. Das heißt, wir haben geguckt, okay, können wir da Advertising-Sachen machen, dass du siehst, hey, wie RTL, dass du ein Ad hast, dann können wir das Klienten hinsetzen. Und dann haben wir da eben nur gefangen, dort zu sichern und dann eben Rendezvous gemacht, Klienten kennengelernt, Sachen dann erschrieben und dann hat sich das Ganze eben immer mehr etabliert sozusagen. Ich meine, ihr dann immer zu zwei just? Man just zu zwei, ja. Okay. Ja. Da sind auch Ideen für Long-Term natürlich andere Leute anzustellen, aber momentan sind wir zu zwei, ja. Just für die Leute denke aufzuholen, also geht ihr Clear Sky und dann das Meteobulet, das Brand. Ja. Clear Sky ist wirklich den offiziellen Namen von der Firma. Das, wie der Register der Commerce steht. Mit den Dingen, als von du bei Leute gehst, schwarz für Meteobulet, da sind sie da viel, wo das schon hören. Das ist Clear Sky. Das will nicht so. Wir wollten nicht einfach detachieren, dass wann den Tag, wo Clear Sky, weil du gehen auch schon an Sachen, wo nämlich unbedingt das von Meteobulet zu tun wird, weil das können wir easy unter dem Namen von Clear Sky machen, weil das einfach das nicht generell. Weil Clear Sky ist ja offenen Himmel, das kann ja alles sehen. Was sind die Sachen, die Neispiele zu denen? Dass man mehr wirklich so ein bisschen an das wieder technisch Material verkaufen, Firmenmengen etc. Das tut ja nicht unbedingt, dass man Meteobulet zu denen, aber das ist einfach eine separate Entität sozusagen. Das wird nicht der Grund, also das Grand Publik kennt Meteobulet, man muss nicht unbedingt Clear Sky kennen sozusagen. Okay, war das das Businessmodell von Clear Sky, dass du eben auf der einen Seite so Sponsoring oder eben Werbepartner angespart, dann eben Material verkaufen und Gemengen, so mal ganz blöd. War das so das ist am Anfang den Hauptabteilung. Also wir haben dann 3 abgedeelt. Wir sind einerseits, wie Sie gesagt haben, die ganzen Advertising. Da haben wir auch viel mit früher war eben die ganzen Publizitäten und den Internetseite, was gut gelaufen ist. Lo ist eben immer mehr Content, was Leute freuen. Firmen merken auch einfach immer mehr so, okay, die Bannering, das flott, mir das haben Leute schon 100.000 Mal gesehen, das ist ja garantiert gesehen. Dafür geht es mehr Richtung Content. Und da haben wir eben noch lange, also Partnerschaften, wo wirklich über Jahre laufen, mit denen machen wir viel mehr Content, wie wir früher eben andere Sachen gemacht haben. Und dann die zweite Volley ist eben die ganz wettertechnische Sache, wie ich eben gerade gesagt habe, dass man Wetterstationen für Alerten etc., dass da dann die Gemengen installiert wird. Und dann die dritte kleine Volley, das ist natürlich ein bisschen mehr klein, das ist die ganzen Educational Deal, wo man dann zum Beispiel an die Schule gehen, für die Kanal dann zu erklären, wie die Wetter funktioniert etc. Aber du sagst, du hast Kontrakte mit anderen Firmen. Ja. Als das dynamische Firma, als das Clear Sky? Das ist, also, alles, was ich gesagt habe, über Clear Sky, ja. Das mit Juli, das ist wirklich just Logo davon. Wie macht ihr mit der Firma Werbung für andere? Man trainiert seine Zeit x 100.000 Leute. Ja, das verstehe ich, man Banner den drauf können, da dir wirklich so Content Creation für die macht. Weil das wir benutzen auf dem Gesicht von Philips sozusagen. Das dass sie hin aus eben Influencer, hin aus den quote-unquote Influencer, mehr viele Leute kennen sein Gesicht. Das ist die Video, wo wir da machen, gucken wir immer und erzählen Leute, dass sie einfach just über das Produkt schätzen, wir gucken nicht immer ein bisschen am Wieder zusammen zeigen. Weißt du, das ist einfach, dass der Film noch an seinem Wirgas, mehr, dass man einfach gleichzeitig Visibilität für die Firma generiert. Ich weiß an einem Match von Fischer, seht ihr, das ist himmlisch. Ja, davon war es auch gestartet. Ja, ich verstehe aber. Ja.
an du net also an der doer Situation als schüste Philipp Ja, Face. das auch so auch diskutiert hatten wie dass ich eben Gesicht auch von mega Firma sind wollte ich nicht so viel eben noch da involviert sind also mir hun schon YouTube-Video gemacht etc wo auch eben zu zwei Sache schwarzen weil ich auch wirklich wichtig dass das leider einfach auch gesehen wen der 100 stöcht dass die ganz transparent sozusagen wie dass ich einfach haftig auch auf Menge Sache konzentriert sind also da war wichtig dass mein Gesicht zu mega Firma gehört und das war dat schwéier am Ufang fir den Philipp kannst net fir Schweze méi war schwéier fir hin so weil dat war sei Baby mit Bullet so anderen dummer dran zu wollen oder war der Stu ziemlich sehr zu nie 100% gefrot ein ganz gut froh Philipp kann also Video da kann man rausschneiden. ich denke schon weil der Dinge das am größte ganze mal vertrauen weil Hans muss auch irgendwie schwaen oder die musste aufgehen natürlich schon mal ganz viele Sachen zu zwei mehr andere Sachen musste dann von so okay ich vertrauen dir dass du das das passt ja okay zweitens das muss da aber alles selber das ist einfach ganz gut vor der schon effektiv schau ihn schon a wie ich denk aner Firma den Numm selber also von der Firma weil du hast immer von der Name Firma selber hier CS Solutions das ist am Register der Commerce steht mit Markt aus 444 Studios das eben Agency. Ja, auf LinkedIn steht Clear Sky Social Media School an 444 Studios. Ja, genau. Aber weißt du, also boah, seit mal 444 Studios. Bei 444 Studios ist eben das, was ich für den zugeschaut habe, dass eben wo ich angefangen habe, mit anderen Klienten eben zu schaffen, für Visibilität auf Social Media für sie zu machen. Weil ich eben bis dahin immens gut verstanden habe, wie Social Media funktioniert und die Videos eben noch gut gekommen sind und dann, wie gesagt, Klienten sind noch mich zugekommen und ich gesagt, okay, probier es dann mal einfach. Hat immer mega Spaß gemacht, weil auch einfach das kreativ ist, alle Klienten aus anders. Alle Videos wussten mir das anders und das ist einfach mal ein bisschen bei mir die Zeit auch gefehlt hat, weil das ganz viel repetitiv einfach gewesen. Und ja, was war schon froh, die zweite Mal, was den Lux School ist. Noch nicht, weil ich, also ein anderer froh noch mit dem 444 Studios. Yes. Gehen ja am Anfang mega mittlerweile relativ viel von denen Marketingagenzen zu Lützburg kannibalisiert, die ich bis gegenseitig triple die ich gegenseitig Face oder ich meine genug klären. Das genau das ist schon nicht für kurz mit meinem Kollegen geschaut, dass du wenn du ein bisschen Ads guckst oder wenn du auf Insta guckst, gefühlt dass all Tag eine Agency vorgeht. Natürlich, du musst immer gucken, natürlich ein bisschen Wasser zu sehen oder andere Service wie zu unzubilden. Aber das, wie du gesagt hast, es sind so viele Firmen heute, wo ein bisschen Dinosaurierfirmen sind, sozusagen, wo man noch kein Facebook, Instagram haben und das nicht eine Agence für die alle Leute kann servieren sozusagen. Und das zu Lützburg also die ganz viel, also hier kann die, wo hier nicht kennt, wo er kennt und den eine Agence, dann machen wir das bei dem. Ob das natürlich immer direkt so funktioniert, wie sie sich das vorstellen, das ist natürlich eine andere Frage. Aber es geht aber, also der Kurs ist groß genug für sich aufzunehmen. Das ist natürlich ja, fang schon. Aber Konkurrenz ist auch gut, ne? Ich meine, wenn es keine Konkurrenz ist, wenn es ein Monopol ist, dann ist es langweilig. Das muss eben gucken, dass du Fehler kannst. Schon mir mittlerweile direkt so, wenn eine externe Firma so ein angestellt wird, wo der Bemol die junge Mädchen so Werbung für die macht, so dass du in der Agence drin hast. Ja, es sind verschiedene Firmen, die geben nämlich Agenzen, die machen das alles in-house. Und das sind die, wo ein paar Jahre wirklich furchtbar weit fehlt, weil die nicht verstanden. Du kannst das natürlich outsourcen. Wenn du das hier outsourcest, fragst du eine Agence, weil die wissen an dem, was du nicht tust. Ja. Wenn du gehst, du hältst ein bisschen wie CDI 4 Stunden für eine Person, die ein bisschen auf Social Media versteht, hier ist nicht, dass das dynamische Resultat gibt, wie wenn man eine Agence geht, weil die haben einfach mehr Daten oder mehr Videos oder mehr einfach Feedback. Ja, genau, da will das ihre Medien. Aber das ist immer wissen, du nicht, du musst eben gucken, so, okay, will ich nur sehr viel bezahlen oder will ich vielleicht ein bisschen mehr bezahlen, dann wünsche ich eben wirklich einen Expert dran. Ja. Bei anderen könnt ihr wahrscheinlich am Strich sogar mehr billig, wenn du Vollzeit ausstellst, den rumpidelt. Absolut. Ja, also ich meine, das ganze Thema von Leute ausstellen etc., das ist etwas, wo ich mir viel Gedanken mache. Aber das ist immer so, wenn du ihn ausstellst, der kann vielleicht pro Monat immens gut schaffen, weil das von der BMO keinen Bock mehr hat. Oder wenn der BMO Mann motiviert das. Natürlich ist ja doch dein Job als Scherer etc. für das zu verhindern, dass das so lange wie möglich geht. Ne? Ja. Aber sie schaffen immer nicht in der Firma, sie schaffen mit dir zusammen sozusagen. Ja. Du musst es so schmackhaft wie möglich machen, du musst es so viel wie möglich motivieren und du hast momentan noch gar keine Erfahrung. Du kannst schon von wirklich nicht viel davon äußern. Ich weiß, dass er eine riesige Volley ist. Ich bin gespannt, ob der erst von mich zucken. Voilà. Bestimmt, den Fans, meinst du nicht? Oder wärst du immer so lohnt? Ich schaffe momentan mit Freelancer schaffen viel. Ja, du hast eigentlich einen Aufruf gemacht für am Anfang so Leute, die bei Firmen mehr als Freelancer sozusagen.
Sorry. Okay. Kleine Zuschauer. Gut, dass die Leute das nicht gesehen ja, also mit Freelancer wünsche ich eben mehr zu denen, weil der das wirklich dann auf dem Projekt oder das ist halt der tote Mist und da kriegst du das bezahlt. So. Ja. Ob ich schon momentan wirklich extrem viel Arbeit, ob ich in die Richtung gehe, dass ich wirklich den erstellen, muss ich einfach die nächsten Mal gucken, auf welche Richtung es genau geht. Ich meine das natürlich nicht, so nicht, dass ich nie der erstelle, aber ich denke, dass ich ja, das mir da wirklich immens gut muss überlegen. Ja, und ich fand es nicht gut, wenn du bei allen Firmen die dynamische Person hast, die für die Firma schwätzt. Ja. Weil du guckst nicht wirklich immer ein bisschen, ich meine, dass die Aufrufe so wahrscheinlich gesehen hast, wo ich dann eben noch Content Creator gesehen habe. Das ist eben genau das, was ich eben den Leuten auch immer so. Ich will immer am nächsten, dass ihn erst der Firma selber repräsentiert. Weil kein kann Geschichte genauso gut zählen wie wo du Hand schafft. Das ist ganz klar. Mir das natürlich schon immer jeder gewollt für der Kamera zu schwatzen oder wo du auch gut möchtest, wenn du das nicht authentisch rüberbringst, kommt die Video nicht gut hin. Das ist ganz klar. Ja. Dafür gucken wir aber immer, wenn wir dann einen externen müssen hören, dass die nicht schon an irgendeinem anderen Gesicht von der Firma ist. Weil das was du und gleich wissen nicht richtig, okay, wo schaffst du genau? Oder für wen stehst du genau? Ne? Und das ist aber ein wichtiges Detail von Menschen. Ne? Das heißt, ich denke, du gehst immer bei der Firma und siehst, ja gut, in den kennst du. Und siehst du immer eine Person, die schwatzt. Ja, von der Kamera. Das nie einfach. Nein. Okay. Business, du musst Business mit einer Person. Das, ich meine, das war früher, weil vielleicht nicht so, wir haben das ganz viel, du unterstützt ihn oder Apps, weil du das online gesehen hast und du findest die Person irgendwie inspiriert. Oder das bringt Inspiration für dich oder du findest interessant, was du möchtest. Und das unterstützt du. Das ist selten, dass du siehst, okay, das ist das tote Logo von der Firma, das will ich unterstützen. Und das ist eben mit durch die Person, die an dem Video ist, vermünschst du das Ganze für mich. Und du kannst einfach ganz andere Geschichten erzählen. Ich meine, die Leute, die das produzieren, jeder hat schon ein schönes Teller mit einem Steak drauf gesehen, etc. Das verkauft nicht. Das menschlich, weil wirklich immer mehr wichtig zu Muslim und mit dem ganzen Sujet, was AI geht. Ich meine, du kannst auch nur ewig von der schwätzen. Also das menschlich immer mehr wichtig. Immer mehr wichtig. Können am Anfang nicht irgendwann so die Großinfluencer, auch hier im Land, die du quasi überall gesagt, die Heuenker, Steak an Kamera haben, dann du, das hat nicht auch irgendwann ausgelöst. Quasi, ich denke, dass da kommt auch immer mehr auf den Marché. Das sind da natürlich, ich gucke bei dem Video, wo du gesagt hast, ich gucke extrem viel aufrufen. Wenn du da ein bisschen gucken gehst, was Leute posten, haben sie einen privaten Account von noch nie irgendwas gepostet. Da musst du, ich kann dich nicht bei ihr Klienten präsentieren, wenn du nicht kann weisen, was du kannst. Ne? Und ich denke, dass aber du schon so eine Volonté hast, zumindest wenn du schon gleich mit einer Edukatrice geschaut. Und die Jungen sind wirklich, wenn sie fräsen, also wirklich ganz jung, so 12, 13 Jahre, so, was willst du hin gehen? Sind da ganz viele für Influencer, Content Creator. Und das ist ja von gut. Da kommen da ja mehr auf den Marché für die Zukunft andere Videos zu machen oder für mehr daraus zu machen. Ne? Weil die Jungen dann nicht im Strich gut aus. Ne? Ja. Das heißt, gehst du Businesses selber sichern oder kommen die all den Klienten kommen auf dich zu? Dann kommen sie auf mich zu. Okay. Gut aus. Ja. Das heißt, dass du machst jetzt noch nicht saturiert. Nee, das ist nicht saturiert. Dann ich bin auch so von der, du kannst natürlich Ads machen. Ich weiß auch immens gut wie Cold E-Mail und die ganze Geschichte, das habe ich auch früher gemacht. Mir das immer besser fand ich von Klienten auf dich zu kommen. Ja, weil das ist immer forciert. Ja, das ist das. Du hast schon die Schritte gewonnen sozusagen. Und das ist eben auch, weil ich eben mein Personal Brand eben noch aufgebaut habe. Und ich wollte wirklich mit dem Kontinu, wo ich mache, wollte ich wirklich ein bisschen so die Referenz zu Lützeburg gehen, alles weil los, Social Media, Marketing etc. Dass dort Leute, dass ich den ersten, wo die Leute darüber denken sozusagen. Und das ist halt auch, wenn ich bei Klienten gehe, die haben mein Video gesehen. Das ist das, die Videos, die ich mache, die bringen wir heutzutage mein Klienten. Also sind das immer Junker aus Firmen, die... Nicht unbedingt. Nein. Das weil ich die überall posten. Du hast vielleicht die bisschen mehr wissen, ist auf Facebook und du nicht vielleicht auf Facebook oder so gesehen. Ja. Ja, das du post auf Facebook, Insta, TikTok, LinkedIn und da auch. Ja, aber so auf LinkedIn posten ich auch hin. Mir ich meine, wirklich einfach viel zu posten. Das ist nicht doof, wo ich so und so, okay. Und dann YouTube-Shorts noch? Mullet, nein. Schon auch gesehen. So stimmt, der hat schon gefallen, mir nicht durch. So 6 Follower. Ja, aber consistent. Ja, mehr. Aber wo kriegst du den nächsten Lied ran? Facebook oder Insta? Auf Insta. Okay. TikTok ist viel unseriös, weil auch wahrscheinlich ein bisschen wie Young Audience drin wäre. Ich habe auch schon Firma gehabt, die immer irgendwie die Outreach gemacht und die wo Informationen wollten. Mit du hast es meistens direkt den Preis gegangen. Das ist der Preis. Und das verkaufen nicht einfach über meine Message, mein Preis. Das ist auch nicht mein Fall. Und auf Instagram ist effektiv, du kommst wirklich die Qualified Leads, wo du wirklich rankommst. Du hast da ein bisschen eine Chance, da gehst du dabei, klärst du sie kennen, etc. Ja. Und das ist auch das, was ich immer merke, so, weil die Leute mich schon vielleicht pro Woche oder pro Monat gefolgt haben, irgendwann freuen sie mich, weil sie mir eine Menge Hilfe brauchen.
das ist ein bisschen wie wir uns schon kennen. Weil an dem Video du schon ein bisschen gesehen, wie ich schwatze, wie ich drauf bin, etc. Und das mischt das ganz viel einfach. Dafür sind ich immer so überkommt, wirklich so den eigenen Personal Brand aufbauen, das ist so wichtig. Wie meinst du mal tun? Für was motiviert dich? Wo willst du hin? War das dein Ziel, etc. Weil wenn du kannst den Geschichte zählen, nicht den anderen. Das ist schon zu sehen, ich guck, mein Ziel war zum Beispiel, ich will zuletzt vielleicht nicht Nummer 1 geben, ich will aber gerne hier sehen, wenn die Leute um Marketing denken oder um Entrepreneuriat, das sind so eine Christ denken. Wir kommen nicht hin, ich mache letzteburgische Content, ich mache die Sujeten, kann sein, dass die Videos vielleicht nicht viel geguckt gehen, aber ich will okay viralen Trend irgendwie was machen. Ich will gerne, dass wenn mein Video 500 Mal geguckt wird und das auch mich oder kontaktiert, dass ich nicht zufrieden geht. Ja. Das war mehr wichtig wie ein Video von 20.000 Views zu tun. Okay, das heißt, du siehst da quasi, du überlegst, okay, war das dein Personal, was dein Geschichte, was inspiriert dich, deine Passion, und dann musst du Accounts, okay, du nennst dich deine Nummer, und dann? Ja. Man dann guckst okay Verlo du baust weil auch Influencer weißt du, so gesehen was soll man vielleicht für Beispiel einfach holen. Ja, wir das wir bringen Gedrinks raus. Ja. Ja, bei mir im Podcast so Ja, oder ich persönlich bringe Gedrinks raus. Ja. Für was steht, da musst du schon gucken, okay, willst du einfach irgendeinen Gedrinks ja, du musst, ja, natürlich. Okay. Ja, du musst gucken, hey, ich meine, vielleicht Gedrinks, momentan ist ja auch irgendwie Zucker etc. mega in. Ich meine, der gehen doch vor, zuletzt besteht so Eistee und Zucker etc. machen. Und du kannst stecken auf Feier für mich, kann man nicht halt, komm mal, träg das die mitnehmen, oder? Ja, die sind vorhin gleich. Ja, das ist so. Aber zum Beispiel dann zählst du eben die Geschichte wirklich von A bis Z. War das den Anfang, wie habe ich mein Phone so gesagt? Wie habe ich mein Mix zusammen gesagt? Ja, du hast Leute einfach Mod. Ja, du hast Mod. Weil die Leute sind einfach vielfältig. Die Leute wollen eben gesehen, hey, was möchte ich? Oder was ist in dem Gang aufzubauen? Und just wie gesagt, das Rimmel, weil ich immer so, just du kannst eine Geschichte zählen. Das geht vielleicht ein anderer Brand dabei, vielleicht man die just einfach langweilig Canva posten auf ihren Instagram, das interessiert kein Mensch mehr. Wenn du aber wirklich das Geschehen dokumentierst, egal ob das auf Englisch, Französisch, Letzteburg, whatever, mehr, fang an für wohl hin, da wissen. Ich meine so, also ja, das Apps, ich meine auch so wirklich so basic, so okay, du musst keinen da ein Tripod kaufen, du musst CapCut benutzen für zu schneiden. Was muss die Person, die los absolut Basics. Ja. Genau. Also jeder in Handy am Grab. Voilà. Das ist immer, da kannst du schon extrem viel machen. Dann hast du entweder du stellst einen Open Tripod, wenn du da aber so mal, was kostet die Dinger, 50 €, wenn du den nicht hörst, stellst du da Bücher durch genau. Dein Telefon hängst du wieder und da filmst du ein bisschen hier und da filmst du ein bisschen da. Und dann editieren. Also du kannst auch manchmal auf TikTok selber editieren oder auf Instagram. Ich meine nicht, dass das immens gut ist. Ich meine, du hast CapCut, das ist wahrscheinlich schon ein gutes Stück besser. Ich meine, sie haben ein Update rausgebracht, dass du musst bezahlen. Das ist immer die blöde CapCut, die überall hängen. Ich meine, das ist pur Edits am Morgen gratis. Ja, und da musst du ja, okay. Ja, aber wenn du wirklich nur seriös willst und du gesagt hast, du hast vielleicht ein bisschen Success, da kriegst du auch die paar Euro. Ich weiß nicht, kannst du 10 € im Monat oder so. Das sind 2 Red Bullen oder so. Das kriegst du bei nicht. Das ist immer alles eine Sache für Prioritäten. Und wie proper willst du tun? Willst du das gerne mega proper holen oder willst du mal auf aufhängen oder willst du gucken, was dabei so gut? Das hängt immer bei eurer Person auf, sozusagen. Und da wie oft posten? Das, also, ich meine, du gehst keine Limite. Wenn du siehst, ich fange gerade an, poste all Tag, solange die Idee nur ist. Momentan mein Problem ist ein bisschen schön viel Zeit dafür. Das ist so mein Problem, weil ich weiß, wo wir mit Klienten kommen. Mir weil ich momentan mega viel Zeit, nicht mega viel, weil ich mega viel arbeite und auch schon keine Zeit, und auch keine Zeit für irgendwelche Videos zu machen. Ja. Und du kannst ein bisschen auf die Sujet so, okay, so ist eine Idee von Anfang vielleicht irgendwie mit mehr andere Leute zusammen zu schaffen, das kannst du ein bisschen externalisieren, dass denen sich darum kümmert. Wie gesagt, ich gucke nur Schluss das Ganze ein bisschen so laufen, wie es momentan ist, und da gucke ich, wie ich weiter vorgehe. Du weißt ja, dass ich mir gleich ein Appartement kaufen. Ja, ich wollte effektiv nach froh, wie du das mit der Assurance gemacht hast. Das ist effektiv ein ganz gut froh, weil ich habe verschiedene Assuranzen nicht vergleichen. Und à mon avis hat AXA die perfekte Solution. Bei hinten im Site kannst du nämlich direkt einen Tarif simulieren. Ah, das klingt ja perfekt. Und wie sieht das da konkret aus? Du gehst einfach auf devis.axa.lu, du gehst dir deine Informationen an und dann an ein paar Klicks kriegst du direkt eben die Simulation von dem Tarif. Und das Ganze ist mega einfach, geht mega schnell, alles ist inklusive. Du gebe ich dir rekommandieren, einfach es selber auszuprobieren, indem du auf den Link an der Beschreibung klickst. So, Philipp, weißt du noch, wie der Demos war, für den Studentenprä bei der Bank zu freuen? Ich habe eine Freundin, die geht gerne auf Wien studieren, die fragt mich, wie mir das Demos gemacht. Ich weiß das doch nicht mehr. Oh mei, seitdem hat sich vieles verändert. Ah bon? Wie dann?
Ma ja, wenn du bist einer Koch vom Staat für die Studentenpräkrit hast, kannst du das einfach 100% wie Asnet, wieso sie online machen. Und du brauchst mal nicht mehr von der Uni heimzukommen. AB ja, oh, das klingt ja aber nicht schlecht. Und bist du noch auf Demos durchgegangen hast mit der Suche für als Studentenleben zu finanzieren? Ah, daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß aber, dass du bei der Spurkiste extra Prä zu ganz guten Konditionen kannst aufrufen. Oh super, weil dann gebe ich die Informationen mal weiter. Auch früher war nicht alles besser wie heute. Also das schon immer einfach gefallen für eine Kamera zu schwätzen, beziehungsweise wie was als kann. Cool net. Ech war am Fong warch relativ scheu introvertiert. Okay. Gu net op mat Leute schwatzen so. Dat war gu net mei Weiber den och so Kamera an alles. Dat kann man gun firstellen. Mir irgendwie weil ich aber bisse gesinn, dass dat online das wat Leute am mirchte Fi bringt ich okay, da musst du bisschen einfach de Stru gewinnen und das wir alles am Leben was mir oft miss, weil mir einfach net. Und ja. Dass die echt Videos sind schnell so gut gehen Anfang kun stärke gedcht wenn jemand gut Idee ab Englisch zu fangen du hast nie in der Kamera gewircht das noch nie hart Englisch geschwarzt dat das absolut gut geht du genau dat gemacht gesucht so wat willst du wo willst du hin ich kennt ja mein Englisch das ich ich kennt auch englische Content machen wat bringt man von ins für Nebraska gesagt was ich mache wenn Klienten sind halt zu Lützeburg und das schwarzen noch Lützeburg wat man auch viel mehr einfach fällt auch logisch das ist ja mein Namespruch Steht alle Firma am Anfang also aus Lützeburg geht der durch du bist doch Französisch Landschaften ich mein die groß bis wie Großfirmen du hast ganz viel Französisch und Englisch wenn man du Chance ist irgendwo Lützeburg versteht ich mein, zum Beispiel Luxley die machen auch ganz viel Agency zu beschaffen sie machen doch ganz viel auf Lützeburg da kannst du feststellen dass du am Marketing auch wirklich Lützeburger sitzt Banken oder so du kannst feststellen dass du vielleicht nicht unbedingt Lützeburger sind du geht dann müsste einer mal entweder vielleicht in vier Kontakt zu kommen oder vielleicht gesehen sehen für Video wusste vier erklären ist davon so hey, möchte denn das über Lützeburg kannst dann du kannst den Was siehst du Dinge Klienten am Anfang was oder versprichst du ihnen in ist zum Zuhören oder Versprechen als Anfang immer mega schwer weil du weißt nie wie die Videos wirklich kommen. Du kannst natürlich du kannst gut Hooks machen, du kannst Schenkmädchen an Kamera setzen etc. Das garantiert auch schon ein bisschen mehr Videos, wie wenn du ein bisschen mal präsentable Mensch du hinstellst zum Beispiel. Garantieren kannst du am Anfang nicht. Das ist, was eben kannst, wirklich, was ich immer so hast, man muss gucken, wo sind den Klienten. Früher hast du eben an der Zeitung Werbung gemacht, etc., weil eben viele Leute das konsumiert und heute sind Leute alle auf Social Media. Das ist, wenn du nicht auf Social Media präsent bist, existierst du nicht sozusagen. Auch von den Klientel vielleicht ein bisschen mehr als irgendwann hast du eigentlich Jungklientel an die sich an sich ich meine das gibt Studie wo gemacht haben dass die Leute schon irgendwie auf also dass die Jungs schon irgendwie auf Google gehen für ein bisschen sicher ich gehe einfach auf TikTok nicht gegoogelt sozusagen das was du nicht schon ja oder ChatGPT ja wenn du da nicht referenziert hast oder von der Video du nicht abholt oder deine Firma dann existierst du nicht sozusagen und da gehst du bei den nächsten wo sie fanden das sind viele auch so Argumente so wusste kannst Ihr Video der geil war den zum Mal den Henk geblieben hast war den macht die Karten die immer am Auto von Garage Frank ich überlege eben oft so okay was kannst du besser Content machen was viele Leute mal können nicht das war auch für meinen Klienten ansetzen mich gesagt weil das was zu Lützeburg was Schiederich schon irgendwie gesehen und dann wird dann emotional viel Maß geholt das sind die blöden Karten doch Wie meinst du die Leute, die ihren Auto da verkaufen? Also sie immer Betrieb von Stadt richtig verstehen. Ja. Wenn du ein bisschen online gucken geht, was hier Reviews sind, nicht so immens. Du siehst bestimmt Leute, die von das immens, dass ich gerade mein Auto verkaufen, lass die Karte. Und da geht das das ist auch eine Art und Weise zu verkaufen. Wenn du gerade die richtige 5, wo gerade dich brauchst, ja, dann da funktioniert das. Ja. Aber das ist nicht die Art und Weise, wo ich rekommandiere. Das ist, die Klienten hier suchen, investierst du all auf Social Media. Du gibst nie auf RTL in dein Werbung schalten. Nein, das ist auch just Content Creation. Ich mache auch, also Ads, also an der Last geht immer mehr gefreut, dass du ein bisschen die ganzen Ads, müsste Video hältst, müsste eben Werbung, du schaltest darüber sozusagen. Aber hier ist eben wirklich die Idee, dass der natürliche und authentische Content ist, wo es den normal Post, und die müssen irgendwie nach Budget drin zu setzen, wo dann natürlicherweise viel Views kriegt. Ja. Das auch dafür, das bleibt eben noch ein bisschen Ad, wenn du es ausschaltest, sofort. Die Videos, die bleiben immer da. Und so natürlich eine Lagzeit, wo sie ein bisschen mehr geguckt haben oder dann irgendwann haben sie nicht mehr geguckt. Aber sie sind aber immer noch da. Die Klienten heute ja bezahlt, dann sollen sie auch gesehen sein. Also dann nicht mehr gescheut, wie dass sie schon die Zoom investieren, für sie zu produzieren.
dann noch so und so alle für sie auf Social Media zu pushen. Ja, da müsst auch. Okay. Weil du Okay. willst, du Anfang, oder ein bisschen so kleinen Tipp, wenn du ein Video post, gesagt ja schon organisch, nennt sich das eben, wie natürlicherweise, wie sie performen. Wenn sie das schon einmal bewiesen haben, dass du gute Videos hast, dann müsstest du einfach ein Budget haben. Das schmeckt das ja auch ganz logisch. Du willst nicht ein Video für 200 Views cool, und den anderen nicht auf 50.000, das ist auch nicht schön, aber dem 200 Views, Das ist aber bei 50.000. ja, aber da gehst du ja viel mehr suchen, als für dann das Resultat zu kommen. Ja. Das ist, wenn Schneider funktioniert, für was soll es nicht für eine zweite funktionieren? Ja, fair enough. Ja. Ich habe ein paar Videos von da geguckt, wo ich interessant fand. Das freut mich zu hören. So, also, das ist dein Mädchen, du tust, also sind immer der Catchy. Die zwei, die ich mir aufgeschrieben habe, waren, eigentlich hast du so ein Thema ein Video über das Thema Pension gemacht. Oder, okay, ja. Der war aber der gut. Der war, Ja. am Anfang so, das, was ich mir aufgeschrieben habe, war, für war Fokus auf Last Jahr vom Leben. Ja. Das war am Anfang eine gute Massage. So. Ja, Also das klar, war das Thema ist so, viel mehr komplizierter, komplex. So, aber so der Kern von Massage war einfach so, das gut und das wichtig, dass man über Pensionen schwätzen. Aber für war sind so viele Leute just darüber fokussiert und schaffen 40 plus Jahre darauf hin, für das frei zu sein. Und da können sie mal was sie wollen. Ja. Aber lo haut leben sie nicht. Und das ist auch, wenn du die Kommentare bist, du guckst, Leute, die Message können verstehen. Und das ist einfach, das resümiert die ganze Situation wirklich. Ja. Was du so, ich will nicht gemacht, für zu sagen, hey, ich das richtig, ich das nicht richtig. Ich habe gedacht, okay, für was kannst du, also wirklich, du gehst ja ganz Leben lang schaffen, das ist ja klar. Aber konzentriere dich nicht mehr, das was zum Schluss geschieht. Weil wie oft hast du schon hören, dass Leute das ganze Leben lang geschafft haben, da gehen sie an Pension, dann boom, dann sind sie dort krank. So kann das Leben nicht sein. Ja. Und das ist auch etwas, wo das war von den Gründen auch für was ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich am Anfang immer wollte mir eigene Decisionen machen und ich will alle Kinder aufstehen und machen, weil ich will, sozusagen. Also natürlich nicht immer einfach, wie zum am Anfang, wie das momentan, dass das wirklich kann ich mich gut bescheuern und das muss ich mich wirklich schwören. Ja. Beim Anfang, sorry, ich verkacke gerade ein schnell froh von Hanno, ich fand den Pass gerade so gut. Als eigentlich die schnelle Froh muss man Hanno eine andere Reise. Ich denke, löst froh. Ja, da geht es nämlich ein Lös vor. Weil mir abgeschrieben, willst du lieber umgestaltet sind an 10.000 Euro verdienen, Ja. Die Frage schon direkt beantwortet. oder selbstständig auf 5.000 verdienen. Ja, natürlich selbstständig. 100%. Okay. 100%. Und plus, wenn ich die zwei Welten gesehen. Wirklich. Ja, ja, schön. Ich Weil das- mittlerweile nicht mehr, voilà. weil Ne? ich Weil das das viel, Interessant. weil du verdienst das Durchwelt und du hast viel mehr Stress. Auch viel mehr Druck. Hakt davon auf. Was musst du machen für die 5.000 Euro zu Ja, kriegen? das war nämlich genau das, was ich mir Nee, da kann man so, die 5.000, die kriegst du was Lombes und die 10.000 gehst du an den alten Firma, wo du auch das Marketing gemacht hast. Ja, ich hatte eine gute Zeit, und das ist das nicht, was mich gestört. Ich verstehe den Punkt. Und ganz ehrlich, okay, das hat sich auch alles teuer, etc. Aber so mal in Deutschland oder so, wo ich einen Student, dass du 5.000 im Monat verdienst, du weißt nicht, was du mal so fänken. Für was weißt du nicht, was du vielleicht ein teuer Auto hast, ein teuer Appartement, etc. Du kannst dich immer aufpassen. Und du siehst, hey, das ist mir mehr wichtig, all Tag keine Aufzustunden zu machen, was ich will, als mir mehr wichtig, wie ein 150 Meter Carré Appartement an der Stadt zu holen. Hey, das ist alles eine Sache von Priorität, Digga. Okay, ja, war nicht aus entweder dein selbstständiger Beruf lo oder du bist umgestellt effektiv auf einer Platz, die dir wirklich auch Spaß macht, just eben du bist nicht dein eigener Chef. Du geht es bei mir nämlich aufhängt bei mir und Tricky zu Ich meine, ich habe schon immer ein bisschen eben, also nicht das Problem, die Zeit, wo ich eben normal geschafft habe, wenn ich immer das wollte machen, was ich eben am Kopf hatte. Ja. Das Problem ist, wenn du eine große Firma schaffst, musst du immer, du kannst Hierarchie, du musst das validieren, musst das erwetzen. Ich habe wirklich schon eine größere Firma, das ist, da hast du 3 Leute, eine kleine Disziplin müssen validieren. Und das ist etwas, was ich gut gerne habe, ich würde gerne, wenn ich denke, das ist etwas, was ich auch gesagt habe, wenn du willst sehr gehen, musst du eben allein sein. Ja. Und ich bin eben immens sehr handelt, sozusagen. Das ist, wenn ich etwas heute will machen, kann ich das machen, sozusagen. Das ist egal, wer ein Songs du gibst, offeriert, kriegst du es nicht machen. das nicht Das ist dir die Freiheit. die selbst. Ja. Die selbst- Ja, ich meine nicht, ja. Wirklich? Ja, Okay. ich meine, Freiheit und all Tag können zu machen, das ist mal wichtig. Ja. Ja, Was aber du kannst auch nicht all müsste Tag machen, was du willst. Wie? Du kannst aber auch nicht all Tag machen, was du willst. Auch was du selbstständig bist. Ich kann nur einfach daheim bleiben und einfach auf der Küste chillen. Ich bin absolut nicht so eine Person. Ja, Ich verstehe, Ja. was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, wie ich du das... musst aber auch bei den Klima gehen, dein Video filmen. Und Ja, du weil musst- das ich begeistert mich. Ich Ja, ja, mag ich mega weiß, gerne. ich weiß, ja.
Also für mich ist es den Idealfall. Natürlich ist es nicht für den anderen wahrscheinlich der Idealfall. Es schon auch viel Bekannten oder Leute, mit denen ich schon geschwatzt habe, wo immer so sind, so, ja, ich gebe mich so gerne selbstständig machen oder ein bisschen mehr einfach schaffen, wie ich will. Mehr schon eine Prähai, schon ein Auto und du, das heißt, du bist schon so fast Sklav sozusagen. Und das war die Materialsachen, wo dich irgendwie wie Prähen etc., dass du mir nicht wirklich denken kann, passieren kannst nur. Und das fand ich ein bisschen traurig. Das, ich meine, die Sache mit der Suchen, dass sie sowieso immer nehmen, dass du da irgendwas kannst kaufen. Weil das Leben so aus dem Fond, also natürlich als Letztes, das viel ist da ja. Mit sind viele Sachen, wo du von Grund brauchst für zu leben. Ja, du musst halt den Grundbedürfnis aufdecken. Absolut. Ich weiß, was du meinst. Absolut. Ich vergessen. Egal. Mit der schon praktisch aber mehr so zu tun. Du kannst mich kannst machen, du kannst Ja. aber. Kannst auch selbstständig machen. Ja. Ja. Muss ich just viel dafür schaffen. Ich meine, ich stehe 4 Jahre, bald 5 Jahre, oder? Ja, ich stehe bald 5 Jahre selbstständig. Ich bin 2 Jahre gut gegammelt. Ich bin 4 gekommen sind. Das, also nicht gegammelt und nichts gemacht. Ich habe einfach alles gemacht und nichts gemacht. Also ich bin noch gut in 4 gekommen. Aber im Nachhinein habe ich extrem viel da gelernt. Und nur lief das eben. Das kennt nicht irgendwie die Struggle, wo du viel drin hast. Das ist ganz normal. Und das Problem, was man schaut, die meisten Leute wollen nämlich durch die Struggle gehen, weil eben, weil eben das Chemie gewollt. Das Chemie gewollt, irgendwie größeres Risiko anzugehen, sozusagen. Vergiss nicht, für die Rüstungen ganz am Anfang, gibt es etwas anderes machen? Für mich selbstständig. Ja, also du siehst eben, du warst so 5 Jahre selbstständig, die ersten 2 Jahre hast du relativ lang gestruggelt oder gegammelt, wie du siehst. Ja. Ich meine, ich gebe, das wird am Anfang an den letzten 2 Jahren viel verändert, dass ich mich auf Apps konzentrieren und nicht probieren, auf 5 Partys gleichzeitig zu tanzen. Das ist ein bisschen so das Problem. Ich meine, anscheinend tun viele Entrepreneure, das sind sie, du hast eine Idee, ich muss das machen. Du hast eine gewisse Nummer AI, du kannst auch eine Agency machen, wo du AI-Automations möchtest, etc. Mehr Heinz ist das eben nicht gut, dass der andere und irgendetwas anderes, oder davon konzentrierst du dich auf etwas und dann probierst du den Besten dran zu gehen, sozusagen. Ich meine, das ist wirklich etwas, wo ich nur im Nachhinein denke, zurückgucken und so schreibe, mal etwas, weil keine 20 Sachen sozusagen. Aber gehst du da so, wenn du 5 Sachen zum Schwar hast, also, du musst ja da noch wissen, was von den 5 Sachen machen ja, ist. Schon, ja. Ganz am Anfang, ich meine, das ist ein bisschen wie wenn du an die Liste gehst, du musst eine Sektion wählen und du weißt von nicht richtig, was jetzt ist, nicht richtig. Ja, genau. Das heißt, du musst Menge meinen, du musst mal einfach aufhängen, irgendwas zu probieren. Absolut. Dass du siehst, hey, das tut mich interessiert, das ist vielleicht nicht mein Endziel, aber es bringt mich mehr nur und irgendetwas, wo ich will hingehen. Ja. Ich meine, ich habe so viele Sachen gemacht. Ich habe angefangen, indem was mich fehlt. Dann habe ich Social Media Ads gemacht. Ja. Dann habe ich Cold Email Sachen gemacht, das heißt, wo ich auf Kommission bezahlt habe, wo ich Klient für mein Klientgesicht habe. Dann noch ein bisschen mehr gefittet und dann sind ich eben auf die ganze Social Media, wo ich eben los ist, sozusagen. Das ist das, was ich wollte so für den, wo du so ist von Bekannten, die schon so gefangen sind an den Prähen, also weil das hören, das ist nicht ganz selbstständig. Man, du hast meine Meinung dazu aber ein bisschen so, mache einfach mal so neben der Arbeit, fang einfach mal an und dann, wie du siehst, ist der 5. Jahr, wo es weh am Platz zu sagen, oh, ich will so gerne, mich kann nicht, weil ich von irgendeiner Prä sie gefangen habe. Das ist so eine Excuse. Ja, also, ne? da kannst du wissen, ob das Thema, das guckt die Leute hier in Alltag. Sie kriegen schon eine Zeit für 50 Minuten an den Fitness zu gehen. Oder das ist keine Priorität. Oder das ist keine Priorität, ja. Weil ich TikTok gucke. Voilà. Ja. Ich wollte nicht direkt umbauen, das genau nicht von das ist alles eine Sache für Prioritäten. Ich meine, so eine Firma aufbauen, wie gesagt, ich habe das, wie steht Zeit 24, 23 etc. Und ich habe eben noch nur der Arbeit gemacht und schon viele Sachen eben nicht konnte machen. Ich habe dann Freitags stündig an den blöden Keller und schon ein T-Shirt geprintet. Ja, voilà. Aber ich will selber, wo ich hin wollte gehen. Und eben andere Sachen müssten abgehen, sozusagen. Das wenn ich war am Anfang der Moment, wo du gekündigt hast, bei den Arbeit. Das ist auch mehr verdenkt, so wie mit dem anderen. Ja. Okay. Also ich habe schon immer so auf Zeit gelöscht und ich habe mir gedacht, hey, ich mache x Stunden, kann so mal 25 Stunden die Woche, hast du ein Projekt geschafft, und 40 Stunden hast du auf der Arbeit geschafft. Wenn du die dritten Zeit nach GFD machst, dann kannst du logischerweise noch viel mehr machen. Und ich war am Anfang schon ein gutes Zeichen auf dem Punkt. Aber ich habe mich nicht getraut, meine Arbeit zu kennen. Das ist auch so relativ schwer, ist der auch als geil. Und plus, weil ich nicht wirklich viele Entrepreneure umdrüber hatte, konnte ich nicht wirklich, ich weiß nicht richtig, okay, was los ist, ich will ansetzen. Das ist natürlich, wie du gesagt hast, das safe, wenn du dein Einkommen soll mit hast, brauchst du mal Gedanken zu machen, etc. Das ist schon eine große Risiko, wo du angehst. Ne? Und ich finde,
praktisch ein Jahr mit dem Gedanke gespielt, dass ich wirklich so, okay, hey, du müsstest. Ich war immer EU. Nee, viel Chance, ja. Das ist krass geil. Ja, aber du sind ein bisschen miseriger, gell. Du kannst da ein bisschen mehr Risiko gehen. Aber wie viel Umsatz hast du in dem Moment geriert? Du hast schon sehr viel verdient, wie bei den Umsatz, viel nicht genau, mit war derzeit war schon 5-stellig. Okay. All Mond, mir das natürlich nicht Profit, ne? Nee. Die Margen an der Kleider sind nicht so immens gut. Okay, aber du hast ja schon Cost Traction, so du hast Ja, schon das ist schon, ja. ich kann nicht wohl, weil keine dumme Entscheidung, du musst Nee, das drei nicht, Sales, nee. also okay, ich muss nicht Nee, sagen. das auch das, was du gesagt hast, du musst dann natürlich nur der Arbeit aufbauen. Du kannst, es sind da Eben, viele, die wollen so, okay, nächsten Monat kann ich in meinen Job Ja. und dann mache ich mich Das ist selbstständig. Ja, nee, Das geht nicht. genau. Also du hast wirklich wirklich eine mega krass Idee, was hast du da auch mal mehr schwer geht. Ja. Du musst das schon irgendwie nie vorbei aufbauen. Ich meine, das ist, wie es gesagt ist, das ist eine Sache von Priorität. Wenn du siehst, ich will irgendwie von Wien kommen, das kann vielleicht 2-3 Jahre dauern, ich schaffe all da ein bisschen Dinge im Projekt, da kannst du immer mehr tun. Ja. Da das mein Job heutzutage ein bisschen so falsch an den Social Media, also Verkauf, von wegen, so, das geht alles so schnell auf dem Haut auf Morgen, du kannst Millionär sein, fang einfach Ja, das ist crazy. Das tut mir am Anfang auch mega Palmbrüste. So. Da müsste dich selbstständig und die Zeit wünsche ich nicht angefangen, ein bisschen mit Social Media Sachen zu machen. Das ist der Boss dann der ganze Bubble von Iman Gadji etc. Kann da ja bestimmt auch. Und da warst du so, what the fuck, was kriegen die da du hin? Und ich kann mir seit 2 Jahren und ich kenne das hin. Genau. Und da warst du zum Haut schwingt, das geht immer mehr krass. Früher haben sie da gesagt, ja, 10.000 a month, dann da warst du gut. Haut man so 100.000 a month. Du musst den Leuten so falsch Hoffnungen immer dann. Und das war ein bisschen, ich fand das ein bisschen traurig in der ganzen Money-Szene auf Social Media etc. Du musst immer mega gut aufpassen, weil oft das dann irgendwie haben sie da gelöhnten Auto oder so, das ist wirklich ausgesagt, wie wenn sie die Zölle noch wirklich machen, wie wenn du da ein bisschen gucken gehst, also nicht Realität. Ja, Punkt funktioniert, ihre Business ist so. Sie weisen Leute, Leute ein, okay, ich kaufe sei cool. Also, ja, you sell the dream. Ja. Das wird schon immer funktioniert. Ja. Das wird schon auf der Tele-Werbung nicht schon funktioniert. Ich meine, ein Trump, den du doch früher auf der Tele die Werbung gemacht, dass sein Lifestyle dann so verkauft wird, für eben auch, wenn schon die Zeit Kurve verkauft, dass Leute Haut eben online machen sozusagen. Das wird früher schon funktioniert, das wird auch immer funktionieren. Das wird immer weiter. Du verkaufst ja auch nur cool, gell? Ich das darüber. Ja, mir das Kind effektiv davon, weil ich eben durch mein Content konnte ich viel aufruhen. Wie soll ich sagen, das ist ja schon viel Arbeit, wo du ranstehst und das nicht alle Firmen, wo sich nicht kann leisten. Es sind viele Leute, wo irgendwie wirklich, wie ich ganz am Anfang angefangen haben, die sich gerade selbstständig gemacht haben und wo am Gang sind, aufs aufzubauen, die können sich dann nicht eine Agence leisten. Und da war ich immer so gemerkt, weißt du kannst den Leuten helfen, mir aber auch irgendwie nicht, weil sie eben das Budget nicht dafür haben. Und ich gedacht, hey, was die Leute brauchen, ist wirklich so ein Starter-Pack, wie man viel drüber gesagt hat, du findest das da. Also, wie kannst du das am besten machen? Ich gehe nach Kiel, zum Beispiel Kurs für Social Media und ich gedacht, hey, schon das ist im Moment noch ein bisschen Zeit, schön mir das einfach alles ab. Ich wüsste, was ich sowieso habe, gehe ich an die Kur ran, sozusagen, oder können die Leute das kaufen und eben mal da aufhängen, sozusagen. Weil das wirklich eben so strukturiert, dass es so kurz wie möglich ist, weil die Leute, die sich besetzen, ich meine, die haben keine 20 Stunden Zeit für Stühlen zu sitzen. Und das ist wirklich so ein Crashkurs, wie es da heutzutage so als Content machen. Wie kostet das? Ah, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Wenn du das willst, gerne wissen, muss man bieten. Aber der Tisch kann ich nicht einfach so kaufen? Nein. Ah, okay. Ich qualifiziere leider nicht. Wenn ich gesehen habe, okay, den kann sich das wahrscheinlich sowieso, dass den Ginschel und ich den als verkaufen, was den das kann brauchen. Wenn jeden Apple brauche und verkaufen Bananen, das kann nicht passen. Du das gratis. Tisch ist das gratis. Das kann sich alles diskutieren. Das kann mir, das weiß ich. Ja, da kriegt er Kommission. Ja, mit alles was möglich. Von der Nummer, das im Leben. Direkt rein in eine Description. Oder mehr machen einen Suchkur, dass ihr auch für einen Podcast rausmacht. Ja, weil ganz ehrlich, das auch, du willst, wo ich gemacht habe, ich fand die ganze Online-Education ist auch ein mega großes Thema. Es gibt immer mehr das Sujet. Weil ich schon auch 2 Jahre BTS heute zum Beispiel gemacht, wo ich Marketing gelehrt habe. Ich meine, absolut gut nicht davon an, ne? Weißt du, die Strategie, wo du an der Schule gelehrt hast, das ist einfach nicht mit der Aktualität. Zumal so etwas wie Marketing, wo sich so sehr verändert, dass das Haut, also das tut, als 6 Monate kann das eine komplett andere Plattform rauskommt, das ist etwas ganz anderes innerst. Und du kriegst einfach, okay, du brauchst eben deinen Hochschluss etc., das ist ja schön, alles schön, gut. Aber wenn du wirklich spezifisch wissen willst, kriegen, ich finde auch immer von anderen Kurse gekauft. Ich habe da Leute irgendwie aus Amerika oder so, und ich das cool fand, was ich mache, und ich mal wissen, davon geholt.
weil du einfach viel miséiers. Du bezielst die Person ja so viel das Wissen einfach miséier zu kriegen. Ja. Du kannst dich auch 2 Meter hinsitzen und nicht selber beibringen. Mehr bezielst du auch von Weg für die Zeit zu gewonnen zu sein. Ja. Kannst dich dann eben denken, ja, du kriegst das Wissen, kriegst du auf EQ und nicht über 2000 Exchanges mit ChatGPT zu sein. Musst du dann selber dich viel Social Media konsumieren, um zu wissen, was lebt, was gerade ist? An der Zeit ja ich probiere immer Mann drauf zu gehen. Natürlich gucken immer ein bisschen, weil das gerade was sind Trends, was das in etc. Mit das die ganze Social Media 10 also von wirklich ein bisschen krank und du guckst wie krass Dopamin gelöst die Tieren haut das aus. Dafür probieren ich immer ein bisschen auch gucken, ich gucke kein Handy mehr, ich sind da wirklich relativ strikt an Dingen. Ja, definitiv. Definitiv. Das ab 9 Uhr gucke ich ein Handy absolut gerne mehr, da Leute den da ja, am größten Ganzen Sinn eben ab und zu aktiv für einfach zu gucken, was mein Laser zu sein. Ich probiere die nicht am Gangen zu tun scrollen. Das ist wirklich wann ich scrollen, also wirklich informativ. Das an so ist dann auch okay, weißt du, wenn du Recherche machst, also okay. Wenn du just scrollst, ist das scrollen. Also bei mir checks einfach sind 30 Minuten drauf. Voilà, das genau das. Und du merkst schon halt, wenn du dann irgendwie beispielsweise wenn du dann auf Instagram bei Ihnen da geschrieben wird, du willst du Instagram abmachen für Messages zu gehen, für den zu antworten. Aber du hast das Video, was ich gucke nicht immer, nachher, und da was antwortet, wie es gesagt ist, 10 Minuten am Gang. Das ist krank. Wir probieren schon so viel wie möglich davon ab. Wie kriegst du das hin, um es nicht mit deinem Handy zu wählen? Meine einfach aus. Du bist ganz aus, dann stimmt. Ich lehne einfach auf Zeiten, das noch nicht an der am Bett oder so, also der Kummer. Der leider einfach, du weißt, das nie etwas so schlimm, dass ein Ovis Menge Antwort braucht. Menge Älteren etc. Wenn der rufen, okay, das ist wichtig, was das geht, du kannst recht, das kann ich mit mir erwarten. Also da viel krasser Punkt der Addiction, dass du da schon gar nicht leben kannst. Ja. So was, wie geht das? Ja, ich verstehe nicht. Das extrem viel. Ich bin doch schon probiert, mir irgendwie da kenne ich Filme. Da war ich dann so 2 Wochen und da sind ich aber so, komm. Mir merkst du noch nicht, so ein merkst du noch nicht, wenn du auf dem Handy was viel mich schlecht, du kannst ausschlafen. Nein, ich kann nicht gut ausschlafen. Ja? Dann schlafe ich noch immer Podcast beim Ausschlafen. So kannst du waschen ausschlafen. Natürlich immer den High-Podcast. Nee, du, ich kann am waschen ausschlafen, weil ich das lauschen. Okay, krass. Krass, okay. Nee, du probierst wirklich, also ich lese alles, für wirklich ein bisschen einfach aufzuschalten. Da probieren ich mindestens 1 Stunde auf dein Handy zu gucken, für um Schlafen zu gehen. Dass das wirklich dass das aus dem System ist. Ja, vielleicht kannst du etwas gut ausschlafen. Ja, du hast ein Problem, nicht? Ja. Was müsst du dann, wenn du oben guckst? Ich bin auf TikTok. Ja, voilà, das So KI-generiert Video. Ja. Immer wichtig. Ja, das bringt da von nicht wirklich. Nee. Du kannst das Neues aufstehst, du denken lieber gerne die Video. Ich meine, das tut auch so etwas, wenn du den ganzen Tag keine Zeit hast, für Schnaps. Ja. Und da musst du so kurz, okay, ich kann irgendeinen Scheiß machen. Ja, absolut. Also ich sehe auch kein Unmensch oder so. Ja, von mir zum Beispiel so, dass du ganz nach bei der Familie sind, dann wirst du einfach kein Schwätzen, dann gehört es auch für dein Handy an, das kurz noch ein bisschen. Wir sind aber zum Beispiel mehr auf X NRW, wie das ich auf TikTok oder Instagram oder so etwas. Du hast da wirklich die Informationen, wo ich gerade sicher, das ist ein bisschen mehr informativ, wie auf TikTok etc. Und da gucken ich im Stuhl ein bisschen aufzulenken und dann hätte ich manchmal auch weiter sozusagen. Ja. Das ist besser, Mensch, ist du. Ja. Nee, das ist schon eine neue Kategorie hier in Leben gerufen. Ich freue mich auf dich. Probieren das immer im Podcast zu machen. Du warst ein echter eine neue Kategorie, Ja, okay. den muss ich das ausprobieren. Schon dafür mal plakativ genannt. Was gibst du machen? Mega kreativ. Okay. Und geht für euch zwei natürlich meistens um den Gast, aber die zwei soll der Meinung sein. Ich gehe jetzt quasi ein Szenario und dir musst du weitergeben machen. Okay? Okay, cool. Okay. Schon da 5 müssen sie dann machen, vielleicht geht 3 durch, ich weiß noch nicht. Das sind philosophische Sachen, oder? Sind wir Los, ich überrascht. Okay. Also, die allererste. Gibst du den Freundin oder Verlobten noch in dem Kontext Glückwunsch zur Verlobung? Hey, Glückwunsch dir. Ja, merci. Ich 2 auch. Also Ja, ich kann das. Ja, merci. Mina sucht, also ich und meine Freundin noch, geht schon für 2 Wochen, 3 Wochen gefreut. Ah, congrats. Ja. Da warst du für 3 Wochen gut nervös. Ja, extrem. Ich war über chill die ganze Zeit, bis der Moment. Genau, nämlich. Ja. Ich bin auch gesagt, ich bin selten nervös. Und du, mein Herz als Meister aus der Seele gesprungen geht. Obwohl sie ja wisst, also normalerweise wisst ihr, Ja, also das ist schick wie du gelernt. Ja, das verrückt, gell? Ja. Mir wurde sicher gesagt. Alles gut. Glückwunsch. Ja, die auch. Merci. So, also Freundin, Verlobten. Yes. Gibst du den Freundin / Verlobten eng Nurcht am Busch allein losen für 1 Million Euro? Ja.
Hat Kiwinski. Und Ja, du streng, weißt, wie lange lebst du? Ich meine, hat Gedeens, ja. Und hat, Ich krieg Millionen. Dir könnt ihr dummer machen, was ihr wollt. Also. wie sieht immer, was deiner ist mein? Also, was das ja aus der Funde? Ja. Hat Kiwinski, ja, also. Okay, okay. Ja, Eigentlich nur- 1 Million ist okay, ja. Du gibst ja auch, ja, also für dich. Also nee, dass du am Ah, Busch ja, warst. ja, ja. Und so schlimm war es dann alles im Busch nicht. Bah. Also, Weiß nicht. die Deren, du bist mehr Angst von dir, wie du von ihnen. Also, Ja, vielleicht kennen Tieren, die man nicht kennen. ja. Du sie am Busch, ne? Was ist das? Wo ist das hin? Ja, Keine Ahnung. Verschwunden. Das wird für Social Media. ne? Also, zwei Szenarien. Der Kollege lehnt dir 200 €. Du musst bei der Lotterie mit und gewinnst 200 Millionen. Wie viel gehst du ihm zurück? 200 €. Ne? 200 Millionen. Ja. Ach, ich meine, du kannst ja paar Prozent Anterie draufsetzen, meine ich. Ja. Das ist einfach Ja, eine gute wie Frage. viel? Das ist ein gut Frage, geil. Ja, wie viel? Aus der 200 Millionen ist schon so viel, da kannst du ja schon sowieso, da bist du mehr. Geil. Das ist, Da kannst du wirklich schon easy. da kannst du mal eine kleine Spende machen. Ne? Das hängt davon ab, wie gute Kollegen sind. Ja. Weil du gesagt hast, ich meine, das ist auch so sicher oft, wenn du dann so, du gewinnst die so und da sagst du doch, wen ist ein guter Kollege, wen nicht. Ne? Weil da bin ich ganz viele Kollegen. Ne? Am Punkt 5. 500. 5 Millionen. Okay. Ja, schon einfach so in dem Dreh, ja, 15 so. Ja. 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 Okay. Dafür von immer 200 € belehnt. Okay. Nächstes Szenario. Du musst dein ganz Formation, die hast von durch Ivovic, du musst dein ganz Formation auf Fußballsmatch setzen. Wo 11 random 7-Jähriger gegen 11 random 70-Jährige spielen. Auf welchen Kipp setzt du dein Geld? Was war die nächste 11 7-Jährige? Ja, 7 Jahre alt oder 7 Jahre alt. Wie geht gewonnen? Oh, ich hab die Jung. Die Jung? Die 7-Jährige. Ich sind Männer, junge Männer. Ja, einfach random, einfach. Ja, schmengen. Keine Wie weißt du? Die Jung, die 7-Jährige. Ich meine, die Jungen mehr Power. Beim großen Terra. Aber im großen Terra. Ja, da gehe ich schon auf die Ja, Jungen. ich mein- Aber beim kleinen Terra vielleicht echt schon die Alt. Okay. Ja, 7 geht noch. ja weil, So weil, kommst weil du es noch. ein Skill oder weil? Weil sie mehr. Ja, weil sie bisschen die Jungs Kirche. Ja. Ist auch- Das hängt von ab, ob die 7-Jährige so. Also jetzt sind wirklich Sportlich einfach sind. random geht einfach ein Löschgold von der ganzen Welt. Jeder in der 7 als am Pot dran und seit der 7 Okay. Das ist schwer, das ist ein bisschen. Ich meine, die 7-Jährige. Also stimmen 7-Jährige. auf 7-Jährige. Ja. Ich meine, ich habe intuitiv 7 geholt, weil die schon ein bisschen mehr Fußball gespielt haben. Die checken ein bisschen mehr. Ja, aber 7-Jährige auch. 90 Minuten als Sauer für 7-Jährige zu haben, um großen Terra Ja. zu laufen. Aber 7-Jährige ist auch wirklich klang noch. Mir waren sie Ja. wirklich vor 7-Jährige tun, der wirklich fit ist und was Fußball kann er Kleiner Ronaldo laufen. mal Aber 7 70. kannst du auch ein bisschen fit Ja. sein. Ja, definitiv. Wenn Ja, es wenn Chance ein, hat, zwei ja. guter Dose. Touchy, touchy, crash. Ja, Das ist schwer. Okay. Da machen wir noch die 2 Lasch, das ist zu witzig. Yes, let's go. Ja, ist schwer. Wärst du lieber mit einem bestört, den dich gern hat, aber du hast die Person? Oder umgedreht, du hast sie gern, aber sie hasst dich? Damn. Aber das ist egal, wer ist eine scheiß Situation. Ja. Du hast. Entweder du hast sie und sie haben dich. Okay, was, wenn ich hat hasen, dann hat mich gern, was tun die schon davon? Ja, das mir an denen zwei sind, aber ist nicht viel von nichts. Hasen hat ich gut kein Meier hat. Das ist doch schon mal scheiße. Mhm. Aber wenn ich hat gern, aber hat kein Meier mich. Das ist auch scheiße. Mhm. Also beides ist Mir krass. wahrscheinlich nicht das. Du hast lieber was? Aber das ich hat gern und dann hat hasen mich. Okay, ich die Gegenteil. Ja, ich meine auch recht, dass ich den. Weil ich fand es mehr chill. Also, das ist egal wie kack, aber Oma hat dich gerne, hat mich vieles für dich, weißt du, du holst Benefits mehr davon und du warst einfach gesagt, dann war es Du okay. musst dein Leben, ja. Ja, also das ist assi. Ja, schon. Aber- Ja, das ist nicht ein Ideal. Ja. Ja, ich meine schon. Ja, Ich meine schon, echt in der Okay. Richtung. Ja. Boah, und dann noch die Last. Für wie viel Euro gehst du auf deinen kleinen Fanger verzichten? Boah. Schenken, egal wen nicht. Also einfach ein kleiner OP, so dass nicht, dass du verblutst oder irgendwas. Kleine Fanger. Wer verloren heute? Zack. Die sucht nach Kurs, kriegst du Sport, das ist easy alles so so noch. gut für Bits, Hanno. Okay. Vorhin. Also, sagen.
Das ist einfach Frucht. Wie viel gewollt der Kollege für rund 5 Millionen? 10 Millionen, aber komm mal 5 Millionen. 5 Millionen. 5 Millionen. Obwohl die kleine Preis, ja, wahrscheinlich die Preis. Kann doch jede von weh. den- Kann doch der der Schwachen holen. Linksseite. Ja. Ich meine, die brauchst du wirklich nicht viel. Nein, okay, ich meine, du kannst dann mega viel. Ich mal wirklich vorstellen, weil Leute da, die man so noch Also 5 Millionen auf der Konto. So. Ja, kriegen wir hin. Ja. Ja, ich meine, du sind doch d'accord. 10 Du gehst recht. übelsten handeln. Tisch 10 Euro. den 9 Millionen, 900.000 gehst du nicht machen. Ja, nee, auch. Bisschen Rabatt. Nee. Für 8 nicht. Von Proper Ja. Gemaras, von Proper Gemaras. Ja. Okay. Die sind länger so von Dingen. Ja, den Heil. Wer braucht denn den? Weil das ist einfach schon vor. Ich meine, du kannst so viel so machen. Kann auch die zweifach mal kriegst 10. Also kriegst du Zosch, kriegst- ja. Aber das ist also cool. Weißt du, du kannst immer so, ja Du cool. sagst Story. Mein Auto. Also, du kannst doch für 1 Million eine Prothese oder so machen lassen. Und ich auch im Moment gedacht, ja, wohl nicht. Ich meine nicht, dass sie so. Das ist schon schön. Okay, das war meine Kategorie. Cool. Natürlich. Ich kann ja mal ganz okay. Merci, merci. Nein, ich glaube, ich nicht so viel. Ja, okay. Quasi. Ich hoffe, die Leute auch gefallen. Ich fand genau die froh sind, von das, weil Ja, das das kann jeder mal die Spaß möchte. Ja. Du kannst theoretisch die Leute an den Kommentaren fragen, ob sie eng vor, Ja. dass er es für die nächste Kategorie Oh, setzen. Ja. Das ist ein bisschen Ja. Engagement dran. Du kannst den nicht aus. Ja. Marketing. Man hat uns klebern. Gut. Dann nach dem Caroline Martzing froh. Ja, gar Okay, schön. dann bin ich auch Ja. gespannt. Das soll Die mir aus- schon gefallen. Wie weißt du einen Mensch, ohne etwas zu sagen, dass du gern bist? Das ist süß, gell? Eigentlich schon. Wie weiß ich einer Person irgendwie physisch zu weisen? Ohne zu sagen. Nicht so schon gern mehr. Kommst du schon die Person, du guckst, dass der Person gut geht. Du musst nicht immer einer Person als die Frau machen, ich meine, das merkt auch direkt. Weißt du, wenn du dich nicht für eine Person interessierst, merkst du, dass du nicht interessant bist. Und wenn sich aber eine Person für dich interessiert, dann guckst, dass der gut geht. Ich meine, das sieht ja alles aus. Ne? Ja. Am Anfang ist ein bisschen was den Love Language. Ja. Plötzlich bei dir. Ja, schon. Ja. Oder vielleicht ist es doch so, manchmal die Sachen, die du am Anfang nicht musst, gibst machen, die nicht Die ist dein Love, automatisch, muss sozusagen. die du musst, weil du weißt, dass die Person die gern wird. Ja. Das Genre zum Beispiel. Genre, ich mache nicht kein Kado und mir weiß, dass hat kein Kado kriegt. Also manchmal ein bisschen Gedanken für den Kado. Ja, Weißt du? genau. Ja, ja. Genau. Ja, das sind auch Leute, die eben den Touch, das ist hier Love Language Ja. sozusagen, dass du als alte Person nicht drauf, wie läuft denn? Ja, das bin ich froh. Ja. Süß. Willst du eigentlich als der nächste Gast? Yes. Die sind schon noch direkt. Kannst du nur sagen. Okay, da bin ich mal gespannt, wen die nächste Person ist. Vor ist ein bisschen so, dass du ein bisschen weit vielleicht überlegst. Aber was gehst du machen, was so keine Sache wäre? Also, Das ist wichtig, dass wir da doch für drin angeschwart tun. Ja. Aber wenn die Person, vielleicht selbstständig oder so ist, warst du vielleicht noch nicht 100% stur, wo du was mit gibt, da bist du so in Guiding Line, aber Ja. in Richtung zu gehen. War das Ding Antwort? Ich weiß, dass du das Ich bin eigentlich froh, kann ich doch sehen, so, ich gebe mein Leben lang an Vakanz gehen, an, auf der Ja, Plage. absolut. Okay, absolut. ich muss Dann nicht musst du so eben lange gucken, arbeiten. was man ist, für eben dahin zu kommen, sozusagen. Für auf den Vorzeig zu kommen. Also ich bin ultra happy, dass wir das momentan machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das mein ganzes Leben lang will machen. Schön paar so Interessen, wo mich mehr interessieren, zum Beispiel Kleider ist normal, was mich interessiert, Lonemie, Hoodien etc. Und schon eben noch, weil ich schon ewig an den Gym gehen, fand ich das auch eine immens interessante Richtung. Weil du sagst auch viel, dass es die ganzen Health, Wellness etc. das ist mega krass umkommen. Vielleicht an die Richtung zu gehen, mir das, wie ich für gesagt habe. Ich weiß noch nicht 100% was ich will, aber ich gehe einfach weiter an irgendwann möchte ich die Weg auch an die Richtung, wo ich zurückgehen. Ja, auf alle Fall am Anfang weiter hustlen. Ja, absolut. Ja. Absolut. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, sozusagen. Ja. Weil das fand ich mir den auch so, wenn ich mit anderen Entrepreneuren so schwätzt, so die wirklich Entrepreneur sind, die machen dann von nicht viel zu. Die machen nicht, weil es sich so krass erfüllt und die denken eben nicht, so Ja. kann ich auch auf der Plage mein ganzes Leben chillen, weil das ist nicht das, was sie erfüllt. Absolut. Ja. Das also zum Beispiel, ich war ja in Peru, hatte ich gesagt, Ja. dass das für mich als Vakanzen also etwas extrem schwer ist. Weil ich Ja. gut nicht kann umschalten. Und ich aber Jade hat geht immens gerne an die Vakanzen. Das heißt, da guckt man dann eben noch was ein Kompromiss zu finden, sozusagen. Wenn ich dann da sehe, ist es meistens gut, aber ich schon so ein, normalerweise ist es nicht 10 Tage, das ist nicht ein Jahr, das ist 10 Tage, wo ich aufhänge, so, hey, ich will zurück. Okay. Das ist auch etwas, wo ich ein bisschen immer arbeiten. Weil das eben, wenn du selbstständig bist, ich meine, das gehört dazu. Das ist was vermisste. Schaffen. Schaffen. Von Krankheit schaffen, ja. Das ist das, weil du gern
schaffst oder also weil du weißt, okay, merkst du musst so viel machen und schon Nee, das ist wirklich, das muss nicht, dass du merkst, du musst lo machen. Okay. Das ist wirklich so, dass so einfach meine ganze Routine, weißt du, ich bin noch mehr, ich bin wirklich Routine-Mensch, ich stehe auch mal so, ich gehe mal Fitness, da gehe ich in Büro etc. Das ist wirklich so das, was man dann, was man da fehlt, sozusagen. ja, du isst auch nicht dann und all die Sachen. Ja, Und schläfst, was ja auch nicht schlimm ist, weißt du, das ist auch schon so, als Perioden, an denen du spielst zu streng, und man aber auch, wie man viel geschaut hat, mit dem Alkohol oder mit dem Essen etc., dass du siehst, oh nee, was du machst, ich will einfach 2 Monate keinen Alkohol trinken. Und du sind schon erlascht auch so, weißt du weißt gar nicht, wie lange dein Leben ist, was du ist bei so Sachen einfach so restriktiv. Also das ist ein bisschen das, was die Jungen auch heutzutage, du sagst ja ganz viel, dass die Jungen in mir raus, und trinken keinen Alkohol mehr, das ist so viel Erfahrung, wo sie mir gemacht haben und wo sie wahrscheinlich nicht machen. Und schon du limitiert sich ein bisschen die Jugendhaus, ein bisschen... Die Massage, es gibt mehr Alkohol direkt nach Feier. Nee, nicht unbedingt. Doch, einfach schon. Einfach so halt, du guckst, oft Geschichten, wo du erzählst, sind eben durch entstanden. Ja. Ich meine, das sind, du musst da Erfahrungen machen. Ja. Auch traut sich kein Mädchen und zu schwatzen, weil sie nicht mehr trinken, sind sie nicht so open. Das hängt alles zusammen. Also, das ist natürlich nicht, dass sie sich anderen so einen Bierwaschballer müssen. Ich meine, mir das gehört, mega mehr noch Geld zu einer Jugend gehört hat dazu. Ne? Ja, ich hatte doch einfach erzählt, ja schon, so beim Karate gehen Job als Trainer mit, auf Freya sind mir dann, mal probiert, voraus zu gehen und dann fort zu sneaken. Hallo, die Jungs, die sind nicht vom Handy, die wollen einfach am Hotel bleiben. Das ist genau das. Das ist vom TikTok die ganze Zeit. Das ist dick schön. Ne? Das ist gut für dich, das ist mein Klientel. Das ist eine mega krank Industrie sozusagen. Ja. Die Algorithmen sind ja wirklich darüber, sie funktionieren, dass du so lange wie möglich auf der blöden Plattform bleibst. Das ist das Anfang. À la base ist es negativ. Für die, die konsumieren, ist es negativ. Ja, true that. Ja. Gehst Peru rekommandieren? Ja, absolut. Ja. Mega cool. Aber das zing dich. Ja, 10 Dich. Nee, was mir feiert, 10 Dich sind wir geblieben. Und ich meine, das ist auch Durchgang von der Zeit, mir sind wirklich viele in der Weg gewirrscht. Das ist einfach so eine Landschaft, die mega, mega geil ist. Also du hast mir einen Schnee gehabt, wir waren am Dschungel, wir waren auf 5000 Meter hoch, wir waren auf wirklich 25 Grad, wo es darum gemeint ist, wir sind vor Spanien in NRW. Das ist wirklich mega cool. Die essen das mega gut. Und das ist auch im Grunde 3 Euro. Du gehst wirklich wie scharf essen und dann ist es 20 Euro zu 2. Ja. Das ist nicht gerade wie an der Stadt zu beschreiben. War das echt Land an Südamerika, was du besucht hast? Ja, Südamerika, ja, definitiv. Ja. Aber wo warst du sonst noch irgendwo weit fort? Amerika für 10 Jahre. Mal Florida und Kalifornien gemacht. Ja, Amerika ist wirklich cool. Das hat mir auch gut gefallen. Aber für den Rest ist viel an Europa einfach. Das war extrem weit. Wir wollen noch von Asien, die ganzen Teile Asien ein bisschen machen. Aber du hast dann 10 Tage, das ist nicht schwer. Ja, mir war am Sommer in Indonesien auch mega mehr. Guck mehr, Bali an so wahrscheinlich. Ja. 4 Inseln. Ja, Digital Nomad. Du hast halt immer schwer, weil du hast 17.000 Inseln, weißt du, so. Ja, wir waren 3 Wochen, also du kannst Mini-Bruchteile von Ja. Wir waren 4 Inseln und das war am Anfang schon zu viel. Ja, das ist ja auch ganz viel, wo dann einfach Mainland fortgehen, die Mainland durch Indonesien. Ja, das ist dich selber spannend. Ja, effektiv ganz viele. Am Peru haben wir auch viele Leute, die einfach Inseln länger in der sind. Das sind oft Leute, die sich umgehen, sich zu finden. Ne? Ja. Das ist ja flott. Ein paar Leute in der Woche von mir, da zum Beispiel auf Polen waren am wenn ich war mal Anfang des Jahres. Cool. Da war so den Egal, der war auch allein da. Ich weiß nicht, was die Größten. Ah, ja. Die war auch allein da am Gang sich zu fahren mit. Das war aber immer komisch. Nee, ich fand sowieso die. Dann nutzen sie schon nicht von Fleisch. Nee, ich fand sowieso die ich fand mich denken. Das fand ich schon ein bisschen Bullshit, aber. Ja, ich meine, das auch ein bisschen so, weil die Leute mitkriegen, dass da viel das gemacht und du willst du meinen, so, vielleicht fand ich mich auch von der Stadt machen. Also mega nicht. Was findest du? Den oberst aber im Hai und du Das ist das. Dafür ist mega aus der, weißt du, wenn du dich willst fahren, musst du und dir selber schaffen. Ja, genau. Das findest du nicht an Bali, das findest du nicht an Peru, das findest du Hai. Weil das, wie du gesagt hast, dass du vielleicht willst du Hanne, was du wow, das ist super schön. Und dann kannst du auch mal in der Regen und daneben wieder, dann passt es okay, das sind schon traurig. Das ist schon das suchst, wo du wirklich musst gucken, den Fehler zu beholen. Und du hast auch ein Geld froh. Die Leute, das können gewonnen. Yes. Ja, das können sie gewonnen. Mal 2 verschiedene Sachen. Also das gewinnt, mir wenn's den Tipp hast, also besonders wie uns enge Frau was jetzt. Bis heute war zum Schluss ganz viel Sportskleider. Das ist schön, es hat für Tippen für Sport zu machen oder für Frauen. Es hat für Leggings an Top, wo ich nie released tun, weil das war eben die Periode, wo ich die Command Code dann schon gesagt, okay, du hast fertig und dann habe ich wirklich so Cold Card gemacht, das ist das unreleased Stuff sozusagen. Und das hängt eben davon ab, ob man oder eine Frage mit. Aber es ist froh. Froh ist, wie lange brauchen die Leute an der Moyenne, das ist eine Statistik, an der Moyenne, bis sie vom Video nicht interessiert sind, und swipen weiter. Okay.
Geil. Schroten. Die können wir ganz gerne Dinge so schießen, ob das schon am Video gewesen wird. Das ist eine offizielle Statistik, hauptsächlich Lofometer geholt. Klar. Ich gehe so bei Piepsen, was. Ja, und da kann ich so wie bei mir. Also ich gehe so bei mir scrollen. Schon. Ja, was schon nur drin, ja. Okay, ich so nach Mail oder Mann. Ich so Mann. Ein bisschen mehr. Ah, fuck. Aber bisschen ganz mehr? ein bisschen mehr, ja. Kannst du auch ausbieten. Okay. Und du Ja. sagst eben, das ist eben noch ein Argument, wo ich Ja, oft bei den Leuten benutze. Ja. Wenn du bei der Firma guckst, morgen sind Johnny an Haut präsentieren, die ist boom, gleich Ja, fort. fort. Ja. Ich werde direkt fort. Natürlich. Marius und Johnny, da gehst du gucken. Mir wurde das Okay, mir geil. froh. Ja, nice. Sind wir durch? Ja, schwangen. Okay. Cool. Super. Super. Das ist noch eine letzte Massage. Naja, ich meine schon mal größtenteils aufgehackt sozusagen. Ich meine, vielleicht für die Jung, weil ich effektiv, ich meine, das haben wir eigentlich so geschaut, weil ich da viel wo immer schreibe, weil sie gesehen, dass ich eben selbstständig bin, etc. Und ich gesehen dann immer ein bisschen, dass sie mega motiviert sind, und da könnt ihr irgendwie nicht etwas. Und du gebe ich dir gerne, heißt es verstehen, für was Leute nicht mehr machen, weil das haben wir ja auch geschaut, dass vielleicht schon Leute nicht Zeit für das zu machen, oder sind einfach nicht das Durchhaltevermögen für den Weg durchzubauen. Aber ich guck, wie lange mal die schon den Podcast haben. Das ist auch 5 Jahre. Ja. Hat Jochen in 2 Episoden gesagt, hey, komm, das interessiert mich nicht. Das ist nicht mehr so, wie es die 4 Jahre kannst. Ja, ich weiß nicht, Leute sind dick oft teuer, wollen du, aber sie sind nicht bereit, hin zu. Das ist genau das. Ja. Aber ich meine, dick auf die Leute, die da schreiben, so, ja, gib mal einen Tipp, wie ich das so mache. Aber sie wollen anfangen, Ja, genau. sie über keinen. So keine Ahnung, Ja. so keine Ahnung, wo sie hingehen. Ja. Ich kann da ja so, hey, so kriegst du das hin, wo willst du hin? Ja. Ja, oder was hast du sowieso schon gemacht? Ja. Ja, nein, ich will ja Ja. einen Tipp. Ja, wie das, wie gesagt, Man sieht's. das ist ja. Mach einfach. Auf was ist die Massage? Mach einfach. Ja, just do it. Das ist wie Ja, ich dir besitzt. Das tun wir ja auch Pivotieren. gesagt. Du musst aufhängen an vielleicht, nach einem Jahr siehst du, hat dir gefallen, Ja. und irgendwie sogar, dann kriegst du eine andere Opportunity, dann Genau. gehst du durch, etc. Du musst einfach machen. Mach, Du bist ziemlich, enjoy it. egal was du möchtest, du findest all die Fragen, die aufkommen, irgendwo im Internet. Immer. Also, du Ja. findest Ja. alles. Alles. Ja. Haut zum Beispiel hast du das mit ChatGPT aus. Nach mir einfach Ja. früher hast du vielleicht ein bisschen müssen an ein mega spezifische YouTube-Video irgendwie sicher gehen. Und mit GPT findest du auch wirklich viele Sachen. Natürlich gibt es auch viel Scheiß immer mehr zu so einer Last fand ich irgendwie, dass immer mehr Brauchgefertigt wird. Ja, ich meine, das ist normal, dass wir mehr Leute benutzen, natürlich das mehr Brauch, wo man da kennt, und dann hält ihn das als normal sozusagen. Klar. Aber du findest, wo will, die findet, ja. Ja. Muss eben just wollen. Ja, das ist das Problem. Können wir Ja. sprechen? Du hast mich gefreut. Merci. Super. Du hast mich gefreut. Cool. Nice.